Grüß zurück in The Long Dark. Wir werden kurzzeitig jetzt noch schnell die gute Madame ausräumen. Wir tragen noch immer zu viel mit. Und dann werden wir geschwind umlaufen in die, in das eine Gebäude, wo du das Feuer siehst, aus dem Kamin strömen und uns dort einmal weiter umschauen und dann werden wir die Stadt erkunden. Stadt, ich meine, im Prinzip ist es ein Dorf. Gut, ja, Dorf, Stadt, das liegt halt immer im Auge des Betrachters, gell, von dahin her. Gut, dann werden, ja, wir müssen auf die Jagd gehen. Wir haben nichts mehr zu essen, wie du siehst. Wir werden die Sardinen einstecken, wir werden den Schokoriegel einstecken und eine Dose zum Trinken, damit die Frau was hat, wenn sie was braucht. Dann, dann wird ein Schrott oder beziehungsweise unser Werkzeug was ist da herinnen? Genau, alles was wir fürs Feuer brauchen und die zwei Pfeile, da wir da dazu einer, das halten wir uns. Den Kochtopf da wir abbrechen. Das da wir da einer. Wir müssen Gewicht loswerden. Es hilft nichts. Das Waffenputzet lassen wir. Nein, das nehmen wir mit. So. Essen haben wir. Aber für was brauchen wir 4 Liter Wasser mit? Das ist schon ein bisschen übertrieben, gell? Wir werden. Wir haben schon wieder Gewicht gut gemacht. Die zwei lassen wir da im Kühlschrank herinnen. Sehr gut. Da werden wir jetzt schnell speichern. Wir werden dort den Spülstand werden wir überschreiben. Außenposten, da schreiben wir Lager. Fertig. Ich habe jetzt nicht einmal geschaut. Wie spät das jetzt ist. Ich hoffe, dass noch nicht spät ist, weil sonst werden wir uns über die Nacht ein bisschen einrichten und einmurmeln und hin und her und bla bla bla. Na, das werden wir alles nachher erkunden. Wir werden jetzt einmal da ins Gemeindezentrum marschieren. Ich vermute mal, dass da die Hauptgeschichte weitergeht. Ich will endlich mehr über die Astrid erfahren, was ihre Beweggründe sind, hin und her und bla bla bla. Und ich hoffe dass wir es da erfahren werden. Sehr gut. Danke. Ich habe nämlich jetzt eine Einstellung braucht fürs nächste Thumbnail. Oh, kurz einen Blick. So. Was ist da? Oi. Was ist da genau passiert? Das frage ich mich gerade. Idyllisches Tal, Sammelgegenstand, Teil 2, toll. Und ich habe nicht mal gelesen, um was geht. Toll, Kenny. Wir haben gespeichert, scheißegal. Islands Garden, Insel for Island People, grow local.
Ach du Scheiße. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. Wo? What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3, or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. Überlebende? So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Schneesturm. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. Mei- We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. And this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Kapitel 2. Gefallener Stern. Schau nach den Absturzopfern im Zentrum. Das werden wir natürlich gleich machen. Chloe 73%. Let's see what's wrong here.
Unterkühlung. Benötigt Zeit und strenge Bettruhe. Okay. Dimitri, 37%, oje. I'll see if I can help. Zuckerschock. Insulin. Okay. Eric, 56%. Let me have a look, okay? Feeling better now? Franklin, was hast du? I'll see if I can help. Benötigt Zeit und strenge Bettruhe. Okay, ich würde sagen Confusion, das dürfte der Dings sein, ne? Wie heißt's? Gehirnerschütterung oder so irgendwas in die Richtung. Ich weiß es nicht. Wir müssen im Englischwörterbuch nachschauen, was das heißt, Confusion. Bennett, This might be 81%. serious. Keine Behandlung erforderlich, okay. Dann werden wir uns auf die Suche machen müssen nach Insulin. Du hast nix. Winston. I'm gonna check you over. Sprich mit Pater Thomas. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin, and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty. But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash. A day, maybe 2 days ago. So, your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. Well, how will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain.
for the ones who've lost loved ones. If you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Gefallener Stern. Ach du Scheiße. Also das wird sicher mal ein 2- bis 3 Tagesausflug, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Na gut. Vorerst werden wir uns da in den Dorf umschauen. So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. Wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well... I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Ah, M. Mollys Geschenk, das ist da hinten. Okay. Gut, wir werden es mal... Wir werden uns jetzt mal ein bisschen gründlicher umschauen. Lokale Legenden Sasquatch. Niemand weiß, wie lange die Gerüchte über den Sasquatch unter den Bewohnern des Tals kursieren. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass die Geschichten über Gestalten im Wald von Jahr zu Jahr häufiger und kurioser werden. Okay, da ist nix. Der Pater hat irgendwas gesagt, von wegen im Keller ist irgendwas. Wir werden schauen, ob wir diesen ominösen Keller finden. Okay, nötigenfalls werden wir uns da auch einnisten. Vorratsschrank. Gemeindezentrum. Aber überall sind die Häuser zugesperrt. This'll come in handy. BZW, Ausgangstüren, Eingangstüren, meistens verschlossen.
Mich würde aber wirklich jetzt einmal interessieren, vielleicht erfahren wir das auch in der Episode, was es mit den Tieren auf sich hat. I think I can use this. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Diese Schublade tragt 10 Kilo. Das werden wir mitnehmen. Da werden wir genug Vorrat bauen und hin und her. Du weißt ja, was ich meine. Wir werden jetzt normalerweise tue ich das nicht auf 2 Baustellen arbeiten, aber dieses Mal müssen wir es. Wir müssen schauen, wie schaut es jetzt eigentlich bei unseren Mädel aus. So, ist einmal was. Und I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. ich weiß, Schatz, bitte halt die Pappen. Danke. Wir müssen uns jetzt mal was zum Essen organisieren, bevor wir da zu dem Flugzeug marschieren. Wir brauchen Essen und wir müssen die Reise dorthin vorbereiten, weil wir werden sicher 2 Tage unterwegs sein. What? Ach du Scheiße. Timberwolf-Moral. Verfügen über Moral, die du der Anzeige ablesen kannst. Schieße auf sie oder wirf Dinge nach ihnen, um ihre Moral zu senken. Rudel mit gebrochener Moral fliehen, können sich aber erholen und wiederkehren. Ach du Scheiße. Okay. Spiel speichern. Timberwolf. Moral. Wie machen wir das? Ah, Brecheisen, schau. Hope nobody needs this anymore. Na. Gut. In der nächsten Ausgabe werden wir uns diesen Wölfen stellen müssen. Hilft nix. Und wie gesagt, wir werden dann müssen vorbereiten. Wir werden müssen vorbereiten den 2-Tages-Ausflug zu diesem Flugzeug. Und vor allem was ist das? Das leuchtet so, ja. Gut, wie gesagt, ich habe jetzt einmal alles erwähnt, was wir zu machen haben und wir haben genug zu tun. Und ich vermute einmal, dass diese Episode wahrscheinlich länger gehen wird wie Episode 2 mit dem Will. Thank you. Das könnte uns den Arsch auch retten, ja? Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Episode und dann geht's rund. Also dann, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Baba.